Shalom Aleichem, Herr Erez. Aleichem Shalom, Dr. Kohn. Ihr seid ein Mitglied in ihr arbeitet in Medem Center, arbeitet Ring in Paris wie ein Übersetzer. Ja. Efter könnt ihr uns sagen ein paar Werte wegen dem. Ja, mit Vergnügen. Ich habe, bin ich ein Übersetzer, aber ich habe Poshet angehalten wie ein Freiwilliger, wenn der Medem Center hat eingestellt eine neue Bibliothek, bekommen die Sammlungen von gewesenen Chaverim von dem Center oder von ihren Kindern. Und es ist gewesen sehr eine interessante Arbeit. Es hat mir erlaubt, sich zu bekennen mit der jiddischen Literatur und angehalten zu lernen Bücher, zu lernen die Bücher, was kommen, was ich habe gefunden in der Bibliothek, einer nach der zweiten, ein nach dem zweiten. Und ich habe entwickelt mit meinem Direktor Bernhard Weißbrot ein Äußer von Inyonim, die Inyonim, was die Bücher betreffen in einem Computer. Das ist gewesen die erste Arbeit. Und später habe ich angehalten zu übersetzen Brief und Zichroines Schriften, was Jiden haben uns gebracht mit dem Center. Sie haben gewusst, als da kann man übersetzen Schriften auf Jiddisch und Leute vermögen Brief von ihren Eltern, Schriften von ihren Eltern in Jiddisch, was sie allein können nicht oder sehr schwer verstehen, lernen. Also darum habe ich sich bekannt mit der Posheter Schrift. Das heißt, die Schrift, was sehr Poshete Leute haben gekannt, öfter zumal haben wir bekommen euch Brief zum Beispiel, wo seinen gewesen sehr schön geschrieben, aber euch oft haben wir bekommen Brief, was seinen gewesen schwer geschrieben. Man hat gesehen, als es hat, die Leute haben, es ist gewesen sehr schwer zu schreiben, aber sie haben gewollt schreiben zu ihren Kindern, die sind ausgewandert in andere Länder und das ist gewesen mein Anheb und es ist gewesen und noch ein. Welcher Brief gedenkt ihr am besten? Ich gedenk Brief. Es kommen mir zwei Briefe in Sinnen. Eine Reihe Brief, was sind gewesen, geschrieben in die Lager von DP, die leben gebliebene Jiden, was von Polen oder Deutschland, was man hat gebracht in gewesene Nazi-Lager nach der Milchome. Eider man hat für sie gefunden ein Land, was können sie bekommen, was können sie aufnehmen. Und ich gedenke 3 Briefe, die sind geschrieben durch ein Jid von einem von die dosige Lager von Germanien, von Deutschland. Und man hat gesehen, als es ist gewesen sehr ein gelernter Mensch, was hat gerade sehr klare Sichten gab
die demoltige Geschichte, die demoltige Lage von den Jiden. Hat gewollt, Eule sein, kein Eretz Israel, nur demolt in dem Jahr 1947 ist das nicht gewesen möglich. Und ich der Mann ein anderer Brief von den Jahren öfter 1920, es ist nicht gewesen, keine Date auf dem Blatt, auf der Kopie. Und von einem Ort, was befindet sich in Moldawien, es Tome heimt. Moldawien hat demolt belangt zu dem rumänischen Malches und es ist gewesen, der Autor, der Schreiber ist gewesen Seide und sein der Vater von Kindern, die sind ausgewandert in Brasilien. Der Schreiber hat gehabt sehr starke Schwierigkeiten im Schreiben, nur der Brief ist gewesen sehr lang und hat erzählt wegen alle Schwierigkeiten, Leiden, was hat gehabt, wie ein Mann in der Stadt von Rumänien mit Parnasse, mit der Kälte, mit der Elend. Und es hat mich gebracht in eine Wirklichkeit, es hat mir der Mond in der Wirklichkeit von der Sachjiden in der dosiger Zeit. Ihr habt gefühlt, als ihr sendet die Menschen? Ich habe, es hat mir gegeben, eine Sache was zu klären, wegen der die Lage, die soziale Lage, die soziale Vermessen, politische Vermessen von einem jüdischen Clan in der Zeit 1920, 1947. Ihr habt einen anderen Muschel, nein? Sie gewähnen 3. Ja. Was ist der andere, der dritte? Der dritte ist gewesen nicht kein Brief, nur eine Schrift von einer Frau, eine junge Frau, sie ist gewesen 20 Jahre alt in 1939 und sie ist leben geblieben in Polen. Sie ist gewesen wie ein Ness, sie ist gewesen erstens in einem Ghetto in Otwock, neben Warschau, und wenn die Nazis haben liquidiert die Ghetto, hat sie sich versteckt, behalten und sie ist leben geblieben, weil sie hat gekannt, sich behalten in verschiedenen Löcher, Mameschlöcher, in Kellern, in Dörfer, die 4 Jahre von der nazischen Okkupation in Polen. Es ist gewesen eine lange Schrift, mehr wie 100 Seiten. Sie ist auch gewesen sehr poschete Schreiberin, aber sie hat bewiesen, als Ding zu beschreiben mit der Sachprotein, was haben bei mir klarer gewiesen,
die Wirklichkeit von dem Churban, die Wirklichkeit von dem Leben im Ghetto und dem Umgang und die Eime und alle Bedingungen von der nazischen Eime in dem besetzten Polen für jeden und euch etwa mit jedem. Und wir bekommen noch einen Brief von verschiedenen Kufes. Zumal in einem Brief entdeckt man in Jonim wegen die Beziehungen in einer Mischproche. In einer Mischproche zwischen verschiedenen Ländern. Schönen Dank. Ja.